Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, zur ersten Runde im DFB-Pokal 3:2 gewonnen gegen Wien Wiesbaden in der 94. Spielminute. Der Bayern-Dusel ist back. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht. Abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, nach unten, schreibt einen Kommentar, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher, vielen lieben Dank. Ja, gehen wir mal rein. Ich denke, dass der Sieg verdient war, brauchen wir nicht drüber reden. Dass man den Bums nochmal so aus der Hand gegeben hat, darüber muss man reden. Ja, ich meine, wir reden die ganze Zeit über die Offensive die letzten Wochen, oder medial zumindest. Oh ja, da gibt es keinen Ersatz oder sonst was. Ich glaube, man sollte sich eher fragen, ob die zweite Reihe in der Abwehr ansatzweise Bayern-Niveau hat. Ja, ich meine, da können wir schon bei der ersten Reihe anfangen, wenn wir Conny Leimer da mit einbeziehen. Und wir müssen natürlich auch mal über die zentralen defensiven Mittelfeld-Akteure sprechen, die irgendwie nicht zugegen waren. Also, ich weiß nicht, aber gut, vielleicht ist das Vincent Kompanys System, dass ein Kimmich vorne als erster Mann anläuft, als Sechser. Und dann keiner mit dem Spieler mitgeht, der einfach durch die Abwehrreihe rennt, wenn ein Innenverteidiger mal ein Kopfballduell verliert. Also zentral war da heute keinerlei defensive Absicherung, egal ob da ein Pavlovic mit auf dem Feld war oder später ein Goretzka, einfach nicht gegeben. Ja, und da muss man sich halt nicht wundern, das war natürlich viel zu einfach, das zweite Tor, wie wir das hergeschenkt haben. Also Katastrophe, ja, und dass du so einen Gegner, dann sind wir bei der Qualität vorne, ins Spiel zurückholst, obwohl es schon, keine Ahnung, 5, 6 Hüttennetze locker machen müssen. Ja, muss man einfach mal sagen. Luis Diaz hat so viele Chancen gehabt. Ja, gut, jetzt vielleicht nicht diese übermäßig hundertprozentige, aber 2, 3 Aktionen, aus denen man auf jeden Fall ein Tor machen kann. Auch Harry Kane hat heute ein bisschen was liegen lassen. Auch wenn er dann natürlich das Ding noch macht, logisch. Auch Michael nicht so bei 110% heute, denke ich. Ja, und dann fehlt's. Ja? Wie gesagt, dann kriegst du gegen Drittligisten. Ja? Nicht abwertend gemeint oder sonst was, aber ja, so naiv kannst du nicht agieren. Also wie gesagt, ich habe die auf der PK, was Mini da gesagt hat, von wegen, ja, das ist alles fließend und sowas. Wie gesagt, es kann nicht sein, dass unser Sechser auf dem Feld vorne als erstes den Torwart anläuft. Also über was reden wir? Das ist keine Manndeckung, das ist gar nichts. Ich meine, man hat sich da vorher hingesetzt, hat gesagt, er ist eine konterstarke Mannschaft, bla bla bla, wir müssen darauf aufpassen und dann läuft unser Sechser den gegnerischen Torwart an. Also, what the hell? Ja, also sorry. Das ist naiv. Ja. Aber, wie gesagt, am Ende des Tages ist es ein Pokalspiel. Wir haben dann auch ein Pokalspiel gehabt, spätestens nach dem 2:2, ja, was der Torwart dann in den Elfer gehalten hat. Und wie er dann noch hier den Ball noch so von der Linie gekratzt hat und sowas. Ja. Also man hat jetzt nie gedacht, oder ich habe zumindest nie das Gefühl gehabt, dass man jetzt gedacht hat, oh, scheiße, das wird jetzt nochmal irgendwie wild. Ja. Weil die waren stehend K.O. So, das muss man einfach mal sagen. Also wäre das in die Verlängerung gegangen, also da musst du schon richtig Lucky Punch haben. Kann natürlich immer passieren, so, logisch, ja, ist Pokalspiel. Ich meine, wir haben es gesehen, du kommst auch noch ein 2:0, gibst das nochmal so aus der Hand. Das ist halt der Pokal einfach. Das hat seine eigenen Gesetze. Ja, aber ansonsten waren die schon sehr, sehr K.O. Ja, ich meine, dass der Kapitän dann, nachdem er die zweite Hütte gemacht, ausgewechselt werden musste, weil er fertig ist. Ja. Gut, bei uns haben jetzt der eine oder andere auch nicht mehr super frisch gewirkt, muss man fairerweise sagen, beziehungsweise die Einwechslungen haben komplett verpufft, wenn man so einen Goretzka gesehen hat, so einen Gnabry. Ich weiß nicht, hättest du die auch schenken können, die Wechsel. Ja, der Effekt war, also Gnabry, der Effekt war gar nicht da, da hättest du den Lokal besser auf dem Feld lassen können. Ja, der war auf jeden Fall viel, viel auffälliger, zweite Halbzeit. Aber da kommen wir gleich zu, wir müssen auf die Spiele eingehen. Wie gesagt, ansonsten war es ein gutes Spiel von uns. Ja, erste Halbzeit war sehr, sehr, sehr gut. Wir haben das Spiel 100% unter Kontrolle gehabt, haben einen Angriff nach dem anderen gefahren, sind ruhig geblieben, auch nicht hektisch oder sonst was.
Das war alles fein. Ja, die Chancenverwertung war nicht so gut. Den Elfmeter, boah, weiß ich nicht, ob man den geben muss. Ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, hat er gegeben aus Solidarität, weil er den ersten nicht gegeben hat, was für mich ein klarer Elfmeter war. Das war ein klares Handspiel. Von daher hat sich dann ausgeglichen. Aber generell das Schiedsrichtergespann heute, ich weiß nicht, ob die sich jetzt mittlerweile nur noch auf ihren VAR verlassen, aber die Abseitsentscheidungen waren mindestens zu 50% verkehrt heute. Ja, ob in die Richtung oder in die Richtung. Also ich meine, gut, es ging nur in unsere Richtung, aber ob für uns oder gegen uns. Also die Abseitsentscheidung war eine Katastrophe. Ja, also ich verstehe die Logik auch nicht dahinter, dass das in der Pokalrunde nicht der Fall ist. Und ja, ich weiß, kleinere Vereine, bla, Sülz, ja, I don't know. Wilde Nummer. Am Ende des Tages egal. Wie gesagt, wir haben den Bums nach Hause gebracht. 3:2, erste Pokalrunde. Ja, es geht ums Weiterkommen. Das haben wir geschafft. Alles andere ist scheißegal. Wir können natürlich gleich ein bisschen drüber reden. Aber am Ende des Tages sind wir verdient weiter. Nicht glücklich. Auch wenn das Tor heute in der Nachspielzeit war, sind wir nicht die einzige Mannschaft, wo das im Pokal so war. Und damit ist auch gut. Ja, das Schöne ist, ich denke, Vincent Kompany hat genug, wo er ansetzen kann. Man hat genug zu kritisieren. Aber aus meiner Sicht mehr in der Defensive wie in der Offensive. Ja? Und ja, da gehen wir mal rein, wenn wir in die Benotung gehen. Ja? Also, lass uns mal einen Blick in die Statistiken werfen. Die sollten ja eine klare Sprache sprechen. Ballbesitz 21:79. Abseitsstellung 1,5. Ja, von den 5 war die Hälfte auf jeden Fall kein Abseits. Foul 12,8. Zweikampfquote 52,6 zu 47,4 für Wiesbaden. Schüsse aufs Tor 2,15. Schüsse insgesamt 6,22. Ecken 0,7. Ecken waren alle Müll. Angekommene Pässe 185 zu 847. Lol. Ich weiß nicht, haben wir schon mal so einen hohen Wert? Ich kann mich nicht dran erinnern. Flanken 5,13. Schüsse insgesamt. Kane 8, Diaz 7. Ja, ist was ich sagte. Beide haben auf jeden Fall ein bisschen was liegen lassen. Ulisse 3. Torschussvorlagen, Stani 1. Da sieht man auch schon, wie unsere Tore entstanden sind. Ja, das eine waren 11 Meter, das andere war ein Ball, wo ein Boe involviert war, aber der von Wiesbaden dann vorgelegt wurde. War auch schon alles sehr wild heute. Zweikämpfe, Diaz 6. Ja, das sagt schon alles aus, dass Diaz der war, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, weil er war auf jeden Fall auch der auffälligste Spieler. Kommen wir gleich noch zu. Jonathan Tah 5, Lennart Karl 5, Ballkontakte 148 Kimmich, wovon 143 absolute. Ich gehe in der Spielerbenotung drauf ein. Tah 129, Kim 127. Gefoult worden. Schicken wir uns. Gut. Gehen wir rein in die Benotung. Das ist doch, worauf ihr alle wartet. Vincent Kompany, weiß ich nicht. Ich muss erstmal einen Pfeil aufmachen. Das ist viel, viel wichtiger. Wir machen mal kurz Päuschen. So. Erstmal neues Pfeil eigentlich für neue Saison hier, wa? Winnie würde ich heute. Ja. Wie gesagt, es war kein schlechtes Spiel. Die Defensivaktionen waren natürlich so semi. Nichtsdestotrotz kriegt er eine 3,5 von mir. Warum? Weil entweder ist das geplant, dass ein Kimmich da vorne auch in dieser Phase des Spiels da irgendwie den gegnerischen Torwart anläuft als Sechser. Dann ist es eine Katastrophe. Oder es ist nicht geplant und Kompany kann Kimmich nicht einfangen, dann ist es genauso eine Katastrophe. Ja, also kommt bei beiden Szenarien nicht wirklich gut weg. Und ansonsten, ja, aufstellungsmäßig, weiß ich nicht, ist schon okay. Ja, ist schon okay. Was hätte man jetzt groß anders machen sollen? Ich denke, ein Karl für Gnabry war völlig legitim, wenn man gesehen hat, wie Gnabry heute aufgetreten ist. Ein Pavlo für einen Goretzka war auch legitim, wenn man gesehen hat, wie ein Goretzka heute aufgetreten ist, auch wenn Pavlo auch nicht besser war.
Unsere beiden Außenverteidiger, also Guerrero ist ein Move, den kannst du dir schenken. So, den kannst du dir komplett knicken. Ja, der hat einfach, ich weiß es nicht. Ja, das ist eine Katastrophe. So. Aber natürlich verstehe ich auch, dass du sagst, komm, ich nehme mal Conny und Stunny raus, gib dem mal ein bisschen Luft, genauso wie Opa. Kann ich alles verstehen. Wenn ich in so einem Spiel gegen Drittligisten, wann dann? Ja? Also von daher gibt es da nicht groß was zu meckern, auch wenn ich habe es ja in meinem Taktikfuchs gesagt, ich hätte volle Kapelle angefangen, eine Halbzeit Vollgas und dann musst du den Bums auch durchhaben. Ja? Also, und dann wäre gut gewesen, hätte sie wechseln können, aber gut. Am Ende des Tages, wie schon gesagt, ein Sieg ist ein Sieg. Wir sind weiter. Alles andere interessiert in so einem Spiel am Ende des Tages nicht wirklich. Ja. Jonas Urbich würde ich auch bei einer 3,5 sehen. Beim ersten Gegentor kann er nichts machen. Ansonsten die Bälle hat er gut verteilt, direkt von Anpfiff los. Beim zweiten Gegentor weiß ich nicht, schwierig. Schwierig. Kann man natürlich jetzt im Nachhinein immer klug scheißen. Ja. Ist natürlich so eine Geschichte, hätte er vielleicht rauslaufen sollen auf den Stürmer drauf zu. Hätte er einen Lupfer kassiert, hätten wir alle gesagt, was macht er, was läuft er da raus und bleibt dann hier auf der Linie. Kannst halt drehen und wenden. Ja, ansonsten hat er auch nichts zu tun gehabt. Ja. So. Was hatte Wiesbaden? 2 Schüsse aufs Tor, die waren beide drin. Also von daher ein bisschen unglücklich für ihn gelaufen. Und beim zweiten Tor, weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich ein bisschen drüber diskutieren. Von daher aus meiner Sicht eine 3,5. Gut, ich sollte mir erstmal die Aufstellung aufmachen. Nicht, dass ich hier irgendwie ein falsch mache, wa? Nächste ist Sacha. Ja. So, am Anfang dachte ich ja noch, jo, alles gut, alles fein. Eigentlich hat ein Boe alles gezeigt heute in einem Spiel, wie er bei uns bisher agiert. Ja, da waren 2, 3 Szenen bei, die waren richtig gut. Dann war ganz viel Mittelmaß und dann waren 2, 3 Szenen, die waren wirklich scheiße. Ja, also insgesamt war das kein Bayern-Niveau. So, ja, ich fand ihn 'n Tacken besser wie 'n Guerrero. Von daher gibt es eine 4,5 meiner Seite, aber das Negative und dieses, ja, weiß ich nicht. Es kamen 1, 2 Pässe in die Tiefe und er hat es noch niemals versucht, die zu erlaufen, noch niemals versucht, da reinzulaufen. Ja, auch dann manchmal so das Behäbige, ja, zweimal wurde er zu Recht da weggepfiffen, das war ein bisschen wild. Ich meine, er hat immerhin den Elfer rausgeholt, ja, bei dem man diskutieren kann. Er hat das zweite Tor dann auch vorbereitet, indem er da hingegangen ist, auch wenn der Gegenspieler den Ball dann nach außen gelegt hat. Also so schlecht war es jetzt nicht, ja. Also von der komm, wir machen eine 4. Für die beiden Aktionen ist ja nun mal so. Aber ansonsten, ja, schwierig. Schwierig. Also in so einem Spiel muss mehr kommen. Sorry, es muss mehr kommen, damit man sich für irgendwas anbieten kann. Man hat heute gesehen, für was würdest du dich empfehlen mit so einer Leistung? Also, weiß ich nicht. War schwierig. Note 4 meinerseits. Dann kommen wir zu Jonathan Tah. Ja. 3,5. Ja, wirkte manchmal ein bisschen unglücklich, ja. Hat jetzt auch nicht irgendwie den super krasse Idee gehabt im Spielaufbau oder sonst was. Hat so 'n 2, 3 Aktionen souverän wegverteidigt, aber auch da war heute eine Menge Luft nach oben, finde ich, ne? Auch beim zweiten Gegentor, okay, da kommt er dann nicht mehr hinterher. Ist natürlich auch schwierig, wenn der Stürmer da mit Vollspeed angelaufen kommt, bis er erstmal beschleunigt hat. Deswegen, da muss eigentlich ein defensiver Mittelfeldmann da sein, der den Spieler aufnimmt und mit dem mitgeht. Ist nicht passiert. Von daher sah er da nicht gut aus. Da würde ich ihn aber eigentlich von der Schuld freisprechen. Aber das wissen wir halt auch nicht genau, wie da die Taktik ist, ob er dann rausrücken soll oder sonst was, keine Ahnung, schwierig. Ich denke, mit einer 3,5 ist er gut bedient und wie gesagt, Luft nach oben. Ja, kommen wir zu Minje. Für Minje tut es mir wieder leid, leider.
Minje sehe ich bei einer 4,5. Ich denke, damit ist er noch gut bedient. Erste Halbzeit war alles gut. Ja, da waren wir auch defensiv nicht gefordert. Ich meine, wir waren eh nicht defensiv gefordert. Wir waren 2 oder 3-mal defensiv gefordert und davon haben wir 2-mal verschissen, Alter. Ja, und das ist natürlich eine Katastrophe. Und wenn du dir das zweite Tor anguckst, ey, du kannst den Zweikampf da nicht so führen. Das ist naiv von Minje. Punkt. Ja, das geht nicht. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Das geht nicht. Ja, das ist kein. Ich verstehe es auch nicht. Ja, ich verstehe es nicht, was da heute wieder los war mit Minje. Also, weiß ich nicht. Na, 4,5 ist er gut bedient, denke ich. Ja. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Kanone. Ja. Rafa Guerrero gebe ich auch eine 4,5, weil ich Minje auch nur eine 4,5 gegeben habe. Könnte es auch beide 5 geben am Ende des Tages. Aber wir sind weitergekommen, von daher sind wir da mal ein bisschen nachsichtiger heute. Ja, absolute Katastrophe. Erste Halbzeit, wenn Guerrero irgendwie am Ball war, war der Ball weg. Ja, also die Laufwege, die Abstimmung mit Diaz hat gar nicht funktioniert. Und Diaz war der beste Mann in der ersten Halbzeit. Trotzdem, obwohl er keinen Mitspieler hatte auf seiner Seite, war er der beste Mann für uns auf dem Feld. Ja. Stellt euch mal vor, der hätte noch einen Mitspieler gehabt. Ja. Ansonsten hat er eine gute Aktion gehabt. Das war dann Abseits, was meiner Meinung nach keins war, wo das Tor gemacht hat. Ansonsten, keine Ahnung. Auch da, das ist dasselbe wie Boe. Für mich hat das als Linksverteidiger, aber auch als Zehner hat das für mich kein Bayern-Niveau. Punkt. Gut. Weiter geht's mit unserem König. Ja, da wir heute gnädig unterwegs sind, kriegt er die 4. Ich hoffe, ihr habt heute auch alle die Weltklasse-Pässe gesehen, die er im letzten Spiel auch schon gespielt hat, die ich da natürlich gekonnt ignoriert habe, wie auch in diesem Spiel. Abgesehen von seinen Weltklasse-Pässen, ja, ich habe es gerade schon gesagt, guckt euch mal die Räume an, wo ein Kimmich war. Und noch viel, viel wichtiger, wo ein Kimmich nicht war. Ja? Der Sechserraum war nicht einmal besetzt, wenn es darauf ankam. Nochmal, es kann nicht sein, dass beim Stand von 2:1 unser Sechser den gegnerischen Torwart anläuft. Wo ist da der Sinn? Absolute Katastrophe. Ansonsten Kimmich heute sehr, sehr viel Querpass, Toni. Oder Rückpass, Toni, da war wenig Konstruktives mal nach vorne. Er hatte 1, 2 gute Flankenwechsel. Wenn man das als Weltklasse-Bälle dann interpretieren möchte, let's go, gönnt euch. Das ist viel zu wenig für einen Spieler seines Formats. Und ich denke, Nagelsmann saß auf der Tribüne und hat sich gedacht, Junge, warum habe ich das nur öffentlich gesagt, dass ich den Kimmich jetzt nur noch im Mittelfeld spielen lassen möchte? Weil damit tust du der Nationalmannschaft auch keinen Gefallen, wenn er da genauso kopflos agiert wie bei uns heute. Ja, das dazu. Gut, daneben war Querpass Pavlo heute unterwegs. Ich weiß nicht, ob er zu viel mit dem Kimmich trainiert mittlerweile. Aber auch da sind wir mal human mit einer 4. Pavlo hat in der ersten Halbzeit einen Ball nach vorne gespielt, sondern sonst nur quer und nach hinten. Das war alles. Zweite Halbzeit war es einen kleinen Tacken besser dann. Da hat er auch sich mal ein Herz genommen, ist mal einen Tacken, hat noch mal ein paar Meter gemacht mit Ball, hat auch mal einen Ball nach vorne gespielt. In der ersten Halbzeit war das gar nicht der Fall. Ja. Also Pavlo wirkt nicht fit, Kimmich wirkt nicht fit. Da ist super viel Luft nach oben. Ja. Aber gut, wie auch, wenn er wenig Vorbereitung hatte, weil er wieder mal verletzt ist. Also ist die Frage, ob das auch alles noch so wird, wie es soll. Ich bin sehr gespannt. Gut, damit gehen wir eine Reihe nach vorne. Michael heute, ja, also erste Halbzeit war es schwierig. Haben wir aber auch viel mehr über links gespielt. Ja, wenn er am Ball war okay, jetzt aber nicht irgendwie so die
die Laune versprüht wie sonst. Auch das Zusammenspiel mit Lennart Kahl war schlecht. Die Abstimmung war nicht da von Kahl und Ulisse. Das hat nicht harmoniert, so gar nicht. Zweite Halbzeit war es viel, viel besser. Ja. Auch die Abstimmung mit Kahl war dann auf einmal viel, viel besser. Und Michael hatte viel mehr Lust und es ging viel, viel mehr über seine Seite. Hat dann ja auch das wichtige Tor gemacht. Eiskalt, wie er nun mal ist. Ja, von daher sehe ich ihn heute bei einer 2,5. Gut, damit kommen wir zu dem zweiten im Bunde, wo ich gerade schon gesagt habe, wo die Abstimmung nicht so gut war. Lennart Kahl, erste Halbzeit, ja, habe ich schon gesagt, ja, die Abstimmung war nicht so da, war offensiv nicht so integriert. Hat viel geackert, viel versucht, viel gemacht, hat auch versucht, den Ball nach vorne zu tragen, hat geackert, gerackert, immer defensiv mit dabei. Gerade auch dann mal auf der rechten Außenbahn hinten mit ausgeholfen und sowas. Das war gut. Und umso länger das Spiel ging, umso besser kam er auch rein. Ja. Zweite Halbzeit hat er mir richtig gut gefallen, war richtig integriert im Offensivspiel, auch in Kombinationen drin und alles. Mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen war es schade, dass dann der Wechsel mit Serge kam. Habe ich nicht ganz verstanden. Lennart Kahl für mich heute Note 3. Gut, damit kommen wir zum Spieler des Spiels in der ersten Halbzeit. Luis Diaz, überragend. Überragend. Ja. Leider nicht das Tor gemacht. So, dann wäre es für mich eine Note 1 heute. Aber er war super, super auffällig. Von daher für mich Note 2. Erste Halbzeit Mann des Spiels auf jeden Fall. Zweite Halbzeit ging ein bisschen weniger über seine Seite, aber wenn, auch jedes Mal, ja, wenn er da war, er war gefährlich, war da. Wie gesagt, hätte natürlich das ein oder andere Tor machen müssen. Ja. Keine Frage. Genauso wie Heavy. Der 2 gemacht hat, hätte trotzdem noch 1, 2 mehr machen müssen. Aber für mich hat er ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, so der letzte Touch hat leider ein bisschen gefehlt, aber das kommt noch. Wenn man schon gesehen hat, die Kombination und auch, dass er außen den Ball dann annimmt, ein bisschen nach innen zieht, ablegt und dann in die Spitze reingeht, da sieht man schon, was der Gedanke ist. Und auch seine Flankenwechsel erster Halbzeit, ja. Wenn seine Seite zu war, komplett rüber auf Ulisse oder auf Kahl. Sehr, sehr stark. Ja, wie gesagt, Mann der ersten Halbzeit für mich. Und insgesamt, ja, wie gesagt, das Tor hat gefehlt, ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht. Ja, jetzt könnt ihr wieder sagen, oh, den gibst du eine 2 und Michael eine 2,5. Ja, gönnt euch. Jeder kann eine andere Meinung haben, das ist meine Meinung. Damit kommen wir zu Heavy. Ja. Für Heavy gibt es auch die 2 heute meinerseits. Ich habe es gerade schon gesagt, den Elfmeter verschossen. Ja, passiert mal, eine Elfer reingemacht. Dann das Kopfballtor gemacht, logisch. Das war stark. Ja, auch in dieser Phase dann natürlich. Hat aber auch 1, 2 Dinger heute liegen lassen, muss man auch mal sagen. Aber ansonsten war er auch wieder, ja. Man muss immer sehen, welchen Maßstab man ansetzt an Kane und Ulisse, ja, um das mal zu erklären. Man hat da natürlich einen Maßstab deren Leistungen, die sie haben, genau wie bei Kimmich. Deswegen hat Kimmich auch so eine schlechte Note, ja. Weil Kimmich viel, viel mehr leisten kann. So, ja. Über Heavy gibt es nichts zu diskutieren. So, Punkt. Er hat einen Elfer verschossen, ja, das ist eine halbe Note Abzug. Er hat noch 3, 4 richtig, richtig starke Dinger gehabt, da gibt es eine halbe Note Abzug und fertig. Punkt. Deswegen Note 2. Gut. Kommen wir noch zu den Einwechselspielern. Angefangen mit Leon in der 68. Minute. Ja, Leon hat sich nahtlos eingefügt, kriegt deswegen auch die gleiche Note, Note 4. Ja, der war genauso wenig oder viel zu sehen, wie es ein Kimmich war. Oder vorher ein Pavlo. War genauso wenig oder viel in den defensiven Räumen, nämlich nicht vorhanden. Ja, I don't know. Der Wechsel. Ich verstehe es, dass man den Wechsel bringt, aber gebracht hat der Wechsel gar nichts. Ja. Hat es aber auch nicht verschlechtert wie der nächste. Serge. Ja, Serge war auf jeden Fall ein Downgrade. Meiner Meinung nach. Von daher kriegt Serge die 4,5. Das war auf jeden Fall schlechter, wie es vorher mit Lennart Kahl war. Weiß ich nicht.
da warte ich einfach auch ein bisschen mehr einen anderen Anspruch an sich selbst, ja. Ich meine, wir können ja froh sein, dass Serge im letzten Vertragsjahr ist, da hat er ja auf jeden Fall mal ein bisschen Bock, aber das hat er heute auf jeden Fall nicht gezeigt, ja. Stani, ja, Stani hat ja dann noch das Tor vorbereitet, ja, mit einer sehr, sehr guten Flanke. Gut, 15 Minuten werden wir jetzt nicht benoten, aber das war das, was man erwartet, ja. Wenn man reinkommt, dass man einen gewissen Einfluss hat, den hat er gehabt. Das war ordentlich. Dann kommen wir noch zu Conny. Wo da dümpelt Conny rum? Ja, Conny benotet man natürlich auch nicht, ja, war auch zu kurz der Einsatz. War jetzt nicht irgendwie super auffällig, wie positiv, wie negativ. Weiß ich nicht, war dann viel im halbrechten Mittelfeld irgendwie. Ich weiß es nicht. Ist alles super variabel, bei uns ist alles fließend, so hat es wie nie erklärt. Also da gehe ich davon aus, dass das alles so gewollt ist. Dass alles so sinnig ist, weiß ich nicht, wird die Saison zeigen. Ich denke, gegen so einen Club kannst du das noch irgendwie so angehen. Aber selbst der hat dir dann schon wehgetan. Ja, also von daher muss man da mal gucken, wie das in Zukunft sich entwickelt. Ich denke, da ist auf jeden Fall einige Luft nach oben. Aber das ist auch gut. Wir sind am Anfang der Saison. Wir haben einen starken Saisonstart gehabt. Haben jetzt ein Spiel gehabt, was vielleicht nicht so überzeugend war. Da hat man wieder ein bisschen was zu kritisieren, ein bisschen was auf den Boden zu holen. Und das ist doch immer schön für den Trainer. Ja, von daher, Leute, das ist meine Meinung. Das sind meine Noten. Und damit rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Und wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.